من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden jetzt inshallah mit unserem zweiten Teil unserer Vortragsreihe Asmaul Husna mit dem Namen Ar-Razaq weitermachen inshallah. Wir sind beim letzten Mal, beim ersten Teil stehen geblieben, weil unsere Zeit knapp wurde. Wir werden jetzt inshallah da weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Befürchtung über das Rizq darf kein Hindernis zu deinen Verpflichtungen sein. Yani Angst vor Rizq, dass du dein Rizq nicht bekommst, darf niemals ein Hindernis zwischen dir und die Dawa, zwischen dir und deine Verpflichtung, deine Verantwortung stellen. Allah sagt im edlen Koran: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِينَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Und richte deinen Blick nicht auf das, was wir einigen von ihnen zu kurzem Genuss gewährt, den Glanz des irdischen Lebens gegeben haben, um sie dadurch zu prüfen. Denn die Versorgung deines Herrn ist wahrlich besser und bleibender. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Und fordere deine Familie zum Gebet auf und sei selbst darin sehr ausdauernd, sehr geduldig. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Wir verlangen keinen Unterhalt von dir. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Wir werden euch versorgen. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Und der Ausgang, der Erfolg wird den Gottesfürchtigen sein. Guck mal, dieser Vers ist so ein wichtiger Vers, der ist sehr wichtig. Allah sagt hier: Lass bloß nicht dein Auge bei diesen Leuten hängen bleiben, die den Glanz der Dunya, denen wir den Glanz der Dunya gegeben haben, denen wir einige von dem Rizq gegeben haben, um diese Leute gerade zu prüfen. Bleib nicht auf das hängen, wir prüfen sie gerade mit diesem Glanz, sagt Allah. Bleib nicht darauf hängen. Warum? Wir prüfen sie. Das, was bei Allah ist, das Rizq, ist bleibend, ist abadi, ewig und besser. Dann sagt Allah: Befehle deiner Familie, das Gebet zu verrichten und sei du auch sehr ausdauernd. Sei geduldig daran, mach es häufig. Und sagt Allah: ich verlange von euch keinen Rizq. Ich werde euch versorgen, sagt Allah, und das Ende, der Erfolg wird den Gläubigen sein. Das kapitalistische System heutzutage hat uns so eingetrichtert in unseren Köpfen: Wir müssen arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, werden wir verhungern. Wir werden für unser Besitz, wer soll sonst für uns versorgen? Wer soll sich sonst um uns sorgen? Deswegen haben wir viel Angst um unsere Versorgung. Jedes Mal, wenn ich keinen Job kriege, wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich über die Runden kommen? Viele, zum Beispiel deutsche Bevölkerung, machen keine Kinder. Warum? Aufgrund von Ängsten der Versorgung. Die sagen zum Beispiel: Wie soll ich mein Kind versorgen? Ich muss erstmal Karriere machen. Die Angst zur Versorgung: Ich muss arbeiten. Wenn die Arbeit ruft, was soll ich machen? Ich kann nicht zum Gebet, ich kann nicht zu Ders, ich kann nicht dahin, ich muss arbeiten. Arbeiten ist alles. Warum? Weil man hat Angst, dass man seinen Wohlstand verliert. Man hat Angst, dass man sein Rizq verliert. Aber das ist nicht der Fall. In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft hat wirklich die Arbeit das Hauptzentrum eines Lebens eingenommen. Alles dreht sich um Arbeit. Hobbys werden der Arbeit angepasst. Familienfeiern, religiöse Feste, Festival, Hobbys, Vorlieben, Familie, Freunde, alles ist zweite Stelle. An erster Stelle kommt Arbeit. Alles. Und alles passt sich der Arbeit an. Wie viele Menschen habe ich gesehen, die hatten Hobbys, Fußball, haben aufgrund von Arbeit ihre Hobbys verlassen. Also Familienfeiern, wie Familien sind die Brüche gegangen? Wegen Arbeit. Wie viele Leute haben ihre Religion vernachlässigt? Wegen Arbeit. Wie viele Leute gehen ins Verderben wegen Arbeit, werden krank durch Arbeit. Arbeit ist das Hauptproblem, das Zentrum des Menschen in dem kapitalistischen System geworden. Warum? Weil ich muss mir alles leisten können, sonst werde ich meinen Wohlstand verlieren. So ist es aber nicht. Der erste Punkt in diesem Vers, ich möchte auf das Vers eingehen, ist: Lasse dich nicht täuschen von
dem, was wir den Mushrikun gegeben haben. Das, was den Mushrikun als Prüfung gegeben wurde, was zum Schmuck und Schönheit des diesseitigen Lebens gehört, lass dich davon ja nicht beeindrucken, o du Mensch, o du Muslim. Deine Augen sollen nicht darauf hängen bleiben. Es wird alles vergehen in dieser Dunya. Denn die Gaben auf dieser Welt sind Mata und die Gaben im Jenseits sind Ni'mat. Ni'mat ist das, was ewig und beständig ist. Lasst euch nicht täuschen von dem Geld, von den Autos, was die Leute hier besitzen. Darum geht es nicht. Es ist ein kurzer Genuss. Lasst euch bloß nicht darauf hängen bleiben. Guck mal, was der hat. Allahu Akbar, Mashallah, ich will auch sowas haben. Lasst euch nicht täuschen. Ikhwan, die werden damit geprüft. Sie bekommen es auf dieser Welt. Dafür wird die Prüfung für sie hart sein. Das, was bei Allah ist, sagt Allah, ist Abqa, ist ewig und beständiger und viel schöner. Der zweite Punkt ist, befehlen deine Familie, dass sie zum Gebet kommen. Diejenigen, die am Tag dauerhaft damit beschäftigt sind, Rizq zu verlangen, sollten ja nicht die Anbetung und die Einladung ihrer Familie zum Islam, zum Gebet missachten. Das Geld, was du verdienst, während du dafür die Anbetung zu Allah vernachlässigst, ist es niemals wert. Dieser Preis, das ist nicht wert. Dieses Geld, was du währenddessen verdienst, während du deine Familie, dein Gebet, die Nasiha zu deiner Familie vernachlässigst, das Geld ist es niemals wert. Und sollten es auch 1 Million Euro die Stunde sein, es ist einfach das nicht wert, sagt Allah. Es ist nicht wert. Mach das nicht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Ich versorge dich, sagt Allah. Das, wofür du verantwortlich bist, ist dich um dein Gebet zu kümmern, deine Familie Dawa zu machen. Das ist, was wichtig ist. Versorgen. Du versorgst mich doch nicht, oh mein Diener. Ich versorge dich, sagt Allah. Und das Ende, der Erfolg, wal-aqibatu lit-taqwa, ist den Gottesfürchtigen. Was machst du da? Du setzt deinen Fokus falsch. Genau was das kapitalistische System heute mit den Menschen gemacht hat. Alles dreht sich ums Geld, um Rizq verdienen. Allah sagt, stopp, mach das nicht. Rizq, Allah gibt dir das, wofür du verantwortlich bist. Was dein Hauptproblem ist, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist nicht das Rizq. Es ist vielmehr die Anbetung zu Allah und das Gebet deiner Familie. Guck lieber mal da an. Statt dass du dauerhaft unterwegs bist, stundenlang 10 Stunden arbeitest, 20 Stunden arbeitest, wochenlang, monatelang, dabei vernachlässigst deine Familie, ihr Ahlak geht kaputt, ihr Islam geht kaputt, deine Gebete werden vernachlässigt. Du betest keine Sunna-Gebete mehr. Oh mein Diener, was machst du da? Du versorgst mich nicht. Ich versorge sogar dich zusätzlich. Was machst du da? Kümmere dich um dein Gebet. Darum geht es, das ist wichtig. Und der Erfolg wird nur derjenige bekommen, der gottesfürchtig ist. Wenn jemand uns fragt, was der Sinn des Lebens ist, dann geben wir immer den folgenden Vers. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir haben die Dämonen und die Menschen erschaffen, damit sie mir dienen, sagt Allah. Das ist der Sinn des Lebens. Wenn jemand fragt, warum bist du auf diese Welt gekommen, dann geht es nicht darum, sagen wir immer wieder, Geld zu verdienen, Arbeit zu haben, Haus zu kaufen, Familie zu gründen, Kinder zu kriegen. Darum geht es nicht. Das ist alles sekundär. Das ist alles zweitstufig. An erster Stelle, warum wir auf dieser Welt sind, ist die Anbetung zu Allah. Höchste Priorität. Guck mal, was direkt in diesem selben Vers Allah noch erwähnt. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu min yut'imun. Ich will keine Versorgung, ich will keinen Rizq von euch haben, noch will ich, dass ihr mir Speise, Essen gibt. Inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin. Wahrlich, Allah alleine ist der Versorger, der Stärkste und der Festigkeit besitzende, der Festigkeit besitzt, der Aris, der mächtig ist, der Macht besitzt, der das Rizq gibt, koste es was wolle. Niemand kann dabei ein Hindernis darstellen, sagt Allah. In demselben Vers, wo Allah sagt, ich habe die Menschen, Dämonen erschaffen, damit sie mir dienen, sagt Allah, ich will keine Versorgung von euch haben, noch will ich, dass ihr mir Essen gibt. Was heißt das? O du Mensch, das, wofür du am meisten deine Zeit investierst, das ist der Sinn deines Lebens. Wenn du die meiste Zeit deines Lebens für Rizq verdienen investierst, so ist dein Sinn des Lebens Rizq. Allah sagt, der Sinn des Lebens ist aber nicht Rizq. Es ist mich anzubeten. Ich gebe doch deinen Rizq.
Ich bin verantwortlich für das Rizq aller Lebewesen. Ein Löwe hortet niemals Geld oder Gold oder seine Beute an. Wisst ihr, ein Löwe gibt, zum Beispiel da ist ein Reh, er tötet nicht ein Reh und sagt, ich esse das später. Und da ist gerade ein Hase vor ihm. Er tötet ihn auch und sagt, ich esse später. Wenn einer vor ihm läuft und er ist gerade satt, dann tut er ihm nichts. Allah gibt diesem Tier, der für den Moment lebt, seinen Rizq. Für diesen Moment gibt er seinen Rizq. O du Mensch, das, wofür du am meisten deine Zeit investierst am Tag, das ist der Sinn deines Lebens. Das kann deine Frau sein, das kann deine Kinder sein, das kann egal was sein. Aber Allah sagt, ich habe euch erschaffen, nicht um Rizq zu verdienen, um Geld zu verdienen. Es geht nicht darum. Es geht darum, mich alleine anzubeten. Rizq, dafür bin ich verantwortlich. Die Anbetung zu mir, dafür seid ihr verantwortlich. Ich werde euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Über die Versorgung werde ich euch nicht zur Rechenschaft ziehen. Da könnt ihr mich sogar zu mir sagen, oh Allah, wo ist mein Rizq? Du hast mir doch Rizq versprochen. Aber wo ich euch zur Rechenschaft ziehe, ist die Anbetung zu Allah. Lasst euch ja nicht täuschen. Lasst euch ja nicht aus dem Fokus bringen, dass Rizq das Hauptziel ist. Man gibt euch so wenig und man würde euch denken oder das Gefühl geben, ihr müsst dauerhaft arbeiten, um zu überleben. So ist es nicht. Wallahi, was haben wir gesagt? Allah wird euch euer Rizq geben und kein Mensch wird vorher sterben. Der Sinn des Lebens ist der Tawhid. Vernachlässigt nicht eure Religion, eure Moschee, die Jamaat, den Islam wegen Rizq. Wie viele Menschen haben wir gesehen, die auf einmal, als sie Rizq bekommen haben, ihre Religion vernachlässigt haben. Deswegen hat das einen Grund, warum Allah manchen Menschen immer wieder wenig gibt und sie am Minimum lässt. Weil sobald sie was kriegen, in Kürzen, das ist nicht mal viel, nicht mal viel ist das. Auf einmal heben sie ab, kommen nicht mehr. Du siehst sie nicht mehr hier in der Jamaat. Das sind Menschen, sie haben es verkauft. Der Gesandte Allahs sagt, من كانت الآخرة همها جعل الله غناه في قلبه وجعل له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Wer auch immer das Jenseits zu seinem Ziel macht, Allah macht sein Herz reich und organisiert, erledigt seine Angelegenheiten. Und die Welt kommt zu ihm, ob er möchte oder nicht. Allah wird die Welt ihm zu Füßen legen, ob er will oder nicht. Allah wird ihm in Übermaß alles geben. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und wer die Welt zu seinem Ziel macht, dem stellt Allah seine Armut vor seine Augen und bringt seine Angelegenheiten durcheinander. Und die Welt kommt nicht zu ihm, außer was sein Qadr, was sein Rizq, seine Bestimmung ist. Bei Tirmizi überliefert. Derjenige, der das Jenseits, und wie viele Beispiele gibt es unter uns Menschen, die das Jenseits zu ihren Sorgen genommen haben und die Dunya, das Rizq der Dunya ist ihnen hinterher, in Überfluss hinterhergekommen. Wie viele Menschen haben wir gesehen, die die Dunya zu ihrer Sorge genommen haben, ihre Probleme haben nie aufgehört, ihr Rizq war immer klein. Diese Menschen dauerhaft immer jeden Groschen umgedreht haben. Sie leben immer noch wie die, wirklich, tut mir leid jetzt für diesen Ausdruck, wie wirklich so Straßenköter, wie so Penner leben sie auf der Straße. Obwohl sie dauerhaft hinter Geld hergegangen sind, haben jeden Weg versucht zu kriegen, aber Allah hat ihnen die Dunya nicht gegeben. Warum? Sie haben ihr Fokus falsch gesetzt. Daher sagt Allah, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا فَضُّوا إِلَيْهِمْ وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً. Doch wenn sie eine Handelsware oder ein Spiel sehen, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich im Gebet stehen. Wisst ihr, wo dieser Vers herabgesandt worden ist? In der Moschee des Propheten, a.s. macht der Gesandte Allahs eine Khutbah. Da kommt eine Karawane nachher. Eine Karawane kommt und alle stehen auf und gehen, außer 12 Leute. Alle stehen auf und gehen. 12 Leute bleiben nur dort sitzen. Der Prophet sagt, wäre einer weiter, einer mehr aufgestanden, weggegangen, hätte Allah euch alle vernichtet. Dann kommt diese Verse in der Surah 62, Vers 11. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا فَضُّوا إِلَيْهِمْ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Doch wenn sie eine Handelsware oder ein Spiel sehen, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich im Gebet stehen. قُلْ, sag zu ihnen, مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّحْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Was bei Allah ist, ist besser als Spiel und Handelsware und Allah ist der Beste der Versorger. Daher, das ist für alle diejenigen, die ihre
die aufgrund von ihrer Arbeit, aufgrund von Vermögen die Religion Allahs vernachlässigen. Dazu sage ich genau denselben Vers. Ihr steht auf und verlasst die Jamaat. Ihr steht auf, verlasst die Umma. Ihr steht auf, verlasst eure Verpflichtung, eure Gebete, eure Familien zum Islam einzuladen. Das, was bei Allah ist, ist besser als euer Spiel und als eure Handelsware, mit der ihr Handel macht. Ganz gewiss ist bei Allah das richtige Rizq. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, und zwar, niemand ist ein Hindernis für das Rizq des anderen. Allah ist Subhan, Allah ist frei von jeglichen Mängeln. Wenn Allah das Rizq für einen Menschen vorgeschrieben hat, dann gibt es nichts und niemanden, der Allah daran hindern könnte, diesenjenigen seinen Rizq zu geben. Nichts und niemand. Denn wir haben gesagt, nichts kann Allah ajiz machen. Nichts kann Allah schwach werden lassen oder Allah hilflos lassen. Nichts und niemand. In der Menschheitsgeschichte wurde genau das nicht genau verstanden. Und das hat dazu geführt, dass viel Leid auf der Erde entstanden ist. Sehr viel Leid. Weil man nicht verstanden hat, dass niemand das Rizq eines anderen verhindern kann. Dass Allah das Rizq eines Menschen immer wieder gibt. Die Jahiliya in der Mekka, die Mushrikun in Mekka, haben zum Beispiel ihre neugeborenen Töchter getötet. Warum? Sie haben gesagt, das ist eine Erniedrigung. Sie haben gesagt, Frauen sind weniger wert. Frauen können nicht im Krieg mitmachen. Frauen jagen den Feind keine Angst ein. Und dann am Ende heiraten sie und dann sind sie weg. Aber der Hauptgrund, warum sie ihre Töchter getötet haben, war gewesen, wie sollen wir die Kinder ernähren? Wir müssen sie ernähren, dann heiraten sie und geht weg. Deswegen haben sie ihre neugeborenen Töchter getötet. Sie haben gedacht, diese Kinder würden das Rizq von den anderen nehmen. Aber sie haben nicht verstanden, wie es ist, wenn Allah eine Sache segnet. Manchmal ist ein Essen da für 2 Personen. Wenn ein Dritter kommt, dann essen 3 aus dieser gleichen Schale, aber alle 3 werden satt. Es kommt ein Vierter, ein Kind gebärt, ein Kind kommt auf die Welt. Allah hat euer Rizq gleich gelassen, aber alle werden satt. Allah gibt euch von woanders Rizq. Das haben diese Menschen nicht verstanden, deswegen haben sie die Neugeborenen getötet. Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ wir sorgen für euch, wir versorgen euch ganz gewiss. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wir versorgen euch ganz gewiss. Sie zu töten ist ein großer Fehler, sagt Allah. Heute ist das genauso. Heute ist das ähnlich. Man lässt zum Beispiel Kinder abtreiben. Warum? Weil man sagt, man kann sich nicht um das Kind sorgen. Aber Allah sagt, wir versorgen und sorgen uns auch um das Kind. Heute werden die Menschen oder die Kinder vertrieben. Oder heute werden zum Beispiel als Alternative gibt, ein Kind, was geboren wird, was nicht getragen werden kann, wird dann zum Beispiel eine Pflegefamilie geben. Wenn man sagt, man kann sich nicht um das Kind kümmern, man kann das Kind nicht versorgen. Bill Gates hat einmal, diese Aussage gibt es wirklich, und das hat auch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, der hat wirklich diese Aussage getätigt, auf der Welt gibt es eine Überbevölkerung. Es sind zu viele Menschen auf dieser Welt. Wirklich, das hat er gesagt. Allahu alam, ob das rausgerutscht ist, manchmal lässt ja Allah die Kuffar das sagen, was sie nicht sagen wollen, aber er sagt, auf der Welt leben zu viele Menschen. Das Rizq, die Versorgung auf dieser Welt, reicht nicht für diese ganzen Menschen aus. Was sagt er? Er sagt, es reicht für 1 Milliarde Menschen die Versorgung auf der Dunya aus. Wir sind viel zu viele Menschen. Und komischerweise, nachdem er das sagt, entstehen in Afrika immer wieder Pandemien, Ebola, unterschiedliche Krankheiten. Dann gehen natürlich genau die Bill Gates und andere Pharmaindustrie runter mit Impfstoffen und diese werden dann verspritzt und das sind genau sterilisierende Dinger drin, dass die Menschen dann wirklich keine Kinder mehr kriegen. Das ist kein Geheimnis, das ist wirklich, das wurde richtig studienweise gesehen, dass das wirklich, alle, die das bekommen haben, haben keine Kinder mehr bekommen. Man hat versucht, diese Weltbevölkerung einzugrenzen. Jetzt, die Kuffar, die Mushrikun, die waren damals schon so gewesen. Sie waren bereit, ihre neugeborenen Kinder, Töchter zu töten, aufgrund von Angst, Rizq. Denkt ihr, diese heutige Mushrikun Kuffar würden einmal zögern, mit den Wimpern zögern, wenn sie wissen würden, dass 6 Milliarden Menschen zu viel sind, würden sie diese nicht töten? Wallahi, sie würden sie alle töten. Die Mushrikun sind gleich, ihr Benehmen ist gleich, ihre Art ist gleich. Derjenige, der seine Tochter tötet, in Mekka war damals so, sie hatten nicht mehr Macht gehabt. Der tötet seine Tochter, um sein Rizq zu beschützen. Die heutigen Menschen haben viel mehr Möglichkeiten.
diese Leute sind bereit, 6 Milliarden Menschen zu töten, weil sie sagen, die 6 Milliarden Menschen sind eine Last für die Dunya, die Versorgung auf dieser Welt reicht nicht aus. Jetzt gab es einen Forscher, einen Professor, der hat eine Studie gemacht, hat geguckt und hat gesagt, jährlich wird aus der Erde Versorgung, Rizq, Nahrung gewonnen für 28 Milliarden Menschen. Nicht nur für 7 Milliarden. Meint ihr, Allah erschafft Menschen und Allah gibt denen ihr Rizq nicht? Nicht nur 8 Milliarden. Das dreifache Versorgung ist da. Für 28 Milliarden Menschen ist genug Rizq da. So. Wenn wir sogar die Umwelt nicht schaden, dann sind es 35 Milliarden Menschen, reicht das Rizq aus. Würden wir nicht hier dieses Plastik und viel Müll machen, mit diesem Uranmüll, diese Erde verseuchen, dann würde es sogar für 35 Milliarden Menschen ausreichen, das Rizq auf dieser Welt. Jetzt 2 Fragen. Warum lügen diese Menschen? Oder lügt er überhaupt? Und zweitens, warum gibt es Menschen, obwohl Allah doch der Ar-Razaq ist, das Dreifache an Rizq gibt, warum gibt es Menschen, die verhungern? Das sagen ja oft diejenigen, die genau das unterstützen. Diese Atheisten, diese ekligen Menschen, die genau den Imperialismus unterstützen, diese Ausbeutung unterstützen, sich auf den Wohlstand breit machen und dann sagen, wenn es doch einen Gott gibt, warum gibt es dann Armut auf der Welt? Warum muss dann der Typ in Afrika verhungern? Genau wegen dir musst du eigentlich antworten. Genau wegen dir, so Leute wie du. Du bist das Problem. Genau du bist das Problem, warum die Menschen in Afrika verhungern. Das ist das Problem. Ich werde auch gleich sagen, warum das so ist. Und das ist auch keine Lüge gerade. Guck mal, es gibt genau 2 Gründe, warum diese Leute lügen und warum Menschen verhungern, obwohl es so viel Nahrung gibt. 2 Gründe, beides gleiche Antwort. Erster Grund, warum, ist, weil die Augen hungrig sind. Guck mal, wenn dein Magen knurrt, hungrig ist, isst 2 Datteln, dein Magen ist still, der ist ruhig. Der hat keinen Hunger mehr. Wenn aber dein Auge hungrig ist, dann reicht dir die ganze Welt nicht aus. Du kriegst nicht genug. Dir reicht die Welt nicht aus. Dir reicht diese ganze Nahrung nicht aus. Du willst mehr. Du denkst über 50 Jahre weiter schon. Du hast Angst. Warum? Dein Auge ist hungrig. Wenn das Auge eines Menschen hungrig ist, dann entsteht genauso eine Aussage wie Bill Gates. Deswegen weiß ich nicht, ob der gelogen hat oder nicht gelogen hat. Einerseits hat er recht. Für so Leute wie er, wenn nur 1000 Leute so leben wie er, dann reichen die Nahrung, das Rizq auf dieser Welt nicht aus. Er hat recht. Wenn 1000 Leute so denken wie diese hungrigen Menschen, gierige, habsüchtige Menschen denken, natürlich reicht das Rizq dann nicht aus auf dieser Welt. Auch wenn für 100 Milliarden Menschen Rizq da sein würde, würde es trotzdem nicht reichen. Natürlich bei so Leuten wie euch reicht das nicht aus. Und der Grund, warum es Armut gibt, Menschen verhungern, ist genau, weil es Menschen gibt, die hungrig sind. Nicht die hungrig hier sind. Das Auge ist hungrig. Eine Statistik möchte ich euch mal sagen. Weniger als 100.000 Menschen, also 0,001% der Weltbevölkerung kontrollieren mehr als 30% des weltweiten Finanzvermögens. 0,1%, 0,1%, das macht 8 Millionen Menschen. Nicht mal 1%, 0,1 ist das. 0,1. 8 Millionen Menschen circa besitzen 80% des Finanzvermögens weltweit. 99,9% Menschen teilen sich die 20% der restlichen Welt. Das könnt ihr ganz normal nachschlagen. 99,9% der Weltbevölkerung teilt sich 20% der Ressourcen des Rizq auf dieser Welt. Den 0,1% der Rest, 0,1, diese bekommen 80% von den Provianten auf dieser Dunya. Jetzt fragst du mich nochmal, warum es Menschen gibt, die verhungern? Warum es einen Gott gibt und die Menschen nicht versorgt? So eine rotzfreche Frage soll mir niemals jemand stellen. Ich gehe noch mal eins weiter. Jetzt gibt es von diesen
99,9% Weltbevölkerung gibt es hier eine besondere Einheit, das ist die Mittelklasse, das sind die Europäer. Lass es 1 Milliarde sein mit USA, Europa. Das sind Menschen, die essen nicht nur für sich, die essen immer das Vierfache von dem, was ein Mensch eigentlich braucht. Die nehmen das Vierfache von sich, was ein Mensch braucht. Ihr seht es ja selbst, die Biotonnen, wie viel Müll essen wir wegschmeißen. Die Europäer 1 Milliarde noch, 1 Milliarde, okay, noch, nimmt den Rest dieser 20%, bestimmt nochmal 18, 19% ein, bleibt für die anderen 98% fast der Menschen. Oder komm, lass es 80% der Menschen sein. Wie viel bleibt da? 1% der Welt. 1% des Risiko auf der Welt. Deswegen sterben jeden Tag 100.000 Menschen an Hungersnot und dessen Folgen. 100.000 Menschen jeden Tag. Wie geht das? Weil wir Europäer das Vierfache, das was ich gesagt habe, die Atheisten, die hier sitzen und sagen dann, warum gibt es einen Gott, der sich nicht kümmert? Der mitschuld ist, der das Vierfache von dem zu sich nimmt, verschwendet, was ein Mensch eigentlich braucht, klaut und dann diese 0,1%, diese Menschen da oben, diese 8 Millionen, diese Diebe, das sind nichts als Diebe und Kriminelle, Imperialisten, Banditen, die ausbeuten, das sind Mafiosis. Es gibt keinen Unterschied zwischen der italienischen Mafia und dieser Mafia. Deswegen zum Beispiel ist das hier so, auch kein Geheimnis, wenn die zum Beispiel Uranmüll entsorgen wollen, dann ist das teuer für einen Staat. 1 Tonne, 1.000 Euro. Das ist ja mit tonnenweise. Was machen die? Machen Geschäfte mit der italienischen Mafia und dies wird dann in Afrika einfach entsorgt für ganz billig Geld. Die Menschen wissen nicht, was es ist. Es wird entsorgt. Alles wird verseucht. Das machen die Menschen. Und dann sagen sie, was ist denn da mit den Leuten los? Die kommen nicht in die Pötte, diese armen Schweine, Harscher. Die sind ja nichts wert. Die sind ja nicht so schlau wie wir. So rotzfrech. Ich gehe noch eins weiter. Es gibt, die europäischen Staaten haben Depots, haben Bunker. Sie nennen es zivile Notfallreserven. In Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, das ist halt Notfall, falls irgendwas passiert, haben die Bunker mit Nahrung, mit Getreide, mit so Milchpulver und all diese Nahrung, damit das für die nächsten 50 Jahre ausreicht, falls ein Krieg oder ein Chaos, irgendwas passiert, ein Vulkanausbruch, eine Krise entsteht, wo nichts mehr da ist, sodass jeder Mensch am Tag eine warme Mahlzeit hat für die nächsten zig Jahre, 50 Jahre. Allein Deutschland hat 800.000 Tonnen in den Depots Nahrung gebunkert. Das macht 200 Millionen Euro, in Höhe von 200 Millionen Euro. Sie bunkern das hier, das meine ich, diese hungrig, diese gierig, während Menschen verhungern. Während andere Menschen verhungern, bunkerst du jetzt für 200 Millionen Euro 800.000 Tonnen für die nächsten 50 Jahre Nahrung. Wisst ihr, was das Paradox ist? Wenn das abgelaufen ist, die laufen ja irgendwann ab, dann erneuern sie das, dann nehmen sie das weg und machen gleich Neues rein, die Bunker wieder zu. Wisst ihr, was sie mit dem machen, was abgelaufen ist? Jetzt denkt mal, komm, da gibt es zumindest den Menschen, die für euch nichts wert sind, die in Afrika, woanders, in der Ost leben. Sie nehmen es und schütten es ins Meer ein, werfen das ins Meer, werfen es weg. Jetzt kommen die Menschen und fragen wirklich, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Armut auf der Welt? So eine Frage braucht niemand stellen. Die Imperialisten, diese Diebe sind schuld. Sie sagen, ich gebe euch ein Beispiel, sagen, Somalien braucht 85 Millionen Euro, um die Krise aufzuheben, die Armut aufzuheben. 85 Millionen Euro. Was sind 85 Millionen Euro? Das sind 2 Hollywood-Filme drehen. Ein Hollywood-Film drehen oder maximal einen zweiten, ein Hollywood, die Produktion kostet über 80 Millionen Euro. Sagen, dann wird die Krise in Somalien aufgehoben werden. Warum wird das nie aufgehoben? Ich sage euch warum. Ich gebe euch ein Beispiel. Weil diese Länder ausgebeutet werden. Allein die Fische, die gefangen werden an der Küste von Somalien, werden hier in Europa in 4-Sterne-, 5-Sterne-Restaurants für 300-400 Euro verkauft. Der Umsatz von diesen Fischen, die nur durch Somalien nach Europa verkauft werden, ist im Jahr zwischen 350 Millionen und 400 Millionen Euro. Aber die bekommen das nicht. Der fischt das, der packt das dann schön ein, dann kommt der Europäer, der nimmt das mit. Was bekommt der Afrikaner da unten, der Somali? Der bekommt 1 Euro im Monat, maximal ein Fisch in eine Woche, dass er seine Familie damit ernähren kann. Und dann fragt ihr ernsthaft, warum diese Länder so sind?
Ich frage, wenn Nestle kommt in Afrika, die ganzen Wasserreserven da, alles mit Zäunen zumacht, das Wasser von da gewinnt, weil es gut ist, in Deutschland fürs Teure verkauft, Milliarden macht Nestle, dort die Menschen dann Wasser verdursten, die Mitarbeiter nichts trinken dürfen, kilometerweit laufen müssen, um ein bisschen Wasser zu kriegen. Da fragt ihr ernsthaft, warum Menschen an Armut sterben? Armut ist nicht das Resultat Gottes. Armut ist nicht das Werk Gottes. Armut ist das Werk, das Resultat des menschlichen Versagen, des menschlichen Imperialismus, die Einführung von menschlichen Gesetzen, von Demokratie, Kommunismus, Kapitalismus, egal was. Das ist es. Kapitalismus, Raubtier. Das sind wie Raubtiere. Sie kommen und erbeuten alles und verschwinden, lassen alles kaputt dort liegen. Deswegen, wenn jemand fragt, warum verhungern Menschen, obwohl Allah Ar-Razaq ist, Allah hat die Versorgung für alle Menschen, nicht nur 7 Milliarden, sondern für über 28 Milliarden Menschen, das Dreifache für Menschen hinabgesandt. Die Menschen sind das Problem und nicht Allah. Der zweite Grund, warum es Armut auf der Welt gibt, ist, weil die Menschen Angst haben und Feigheit in ihr Inneres haben und sie die Unterdrückung akzeptieren. Die Menschen, die sich unterdrücken lassen, Unterdrückung akzeptieren, sie tragen Mitschuld, dass das passiert. Wenn die Menschen, die unterdrückt werden, aufstehen würden und demonstrieren würden, sich dagegen widersetzen würden, das nicht akzeptieren würden, wenn der Typ in Somalien sagen würde zu den Europäern, ich gebe dir das nicht, ich will das mehr Geld, was will der Europäer machen? Nicht mehr liefern? Ja und dann? Der muss irgendwann mehr geben. Das Problem ist, dass diesen Leuten immer wieder gesagt wird, auch die Muslime, diese Bel'am, diese Murjia kommen und sagen mal zu Leuten, das ist ja euer Schicksal, das ist euer Qadr, dagegen könnt ihr nichts machen. Das ist mein Qadr. Und die Leute, die unterdrückt werden, kommen und sagen wirklich, das ist unser Qadr, das ist unser Schicksal, dass wir arm bleiben und nichts zu essen haben. Was sollen wir denn machen? Es ist nicht unser Schicksal. Es ist nicht dein Schicksal, dass du verhungerst. Das ist doch nicht dein Qadr. Und dieses Verständnis haben die Menschen uns eingetrichtert, immer wieder, es ist dein Schicksal, dagegen kannst du nichts unternehmen. Natürlich, Allah will doch nicht, dass du verhungerst. Allah hat doch dein Rizq gegeben. Eine Unterdrückung darf man nicht akzeptieren. Und weil diese Menschen irgendwo das akzeptieren, tragen sie Mitschuld. Wenn die Leute, wir haben ja gerade gesagt, 0,001% sind die Welt ausbeuten, würden diese unterdrückten Menschen einmal auf diese Leute spucken, dann würden sie in die Spucke ertrinken. Ihr wisst, in Frankreich gab es damals die wollten wieder die Preise erheben für Sprit, und dann sind diese Gelbwesten auf die Straße, haben demonstriert. Ob das richtig oder falsch ist, eine ganz andere Sache. Sie haben demonstriert, sie haben randaliert, sie haben demoliert, sie haben Vandalismus betrieben, sie haben kaputt gemacht, zerstört. Was hat der Staat gemacht? Oh nee, wir können die Preise nicht erhöhen. Das geht ja nicht. Sie rasten hier völlig aus, das Volk. Es hat was gebracht. Hätte das Volk nicht demonstriert, was wäre passiert? Hoch, hoch, hoch. Inflation, das sehen wir in Deutschland. In Deutschland demonstriert das Volk ja nie. Die beschweren sich. Egal was man macht, sie akzeptieren und nicken bei allem. Das wird aber irgendwann sehr teuer zu bezahlen werden. Und das Problem, wenn man immer ruhig bleibt, dann machen die immer mehr. Aber wenn du irgendwann aufstehst und dich auflehnst, dann können die nichts anderes machen. Das geht ja nicht. Genau wie damals die Afrikaner. Sie wurden verschleppt mit Schiffen. 100 Afrikaner in einem Schiff mit 5 Weißen, die transportiert haben. 100 Afrikaner, steh doch auf, gib doch den Weißen einen Tritt. Das war's. Aber sie haben gesagt, wir sind Schwarze, wir sind Sklaven. Sie haben das so gedacht auch. Sie haben gesagt, wir sind halt wirklich Sklaven. Sie haben nicht gesagt, wir sind auch Menschen. Sie haben es akzeptiert, deswegen kamen sie so weit. Deswegen ein weiterer Punkt, warum überhaupt auf der Welt Armut ist, weil die Menschen, die unterdrückt werden, weil man das akzeptiert. Die Welt, die Schuld an dem Unheil der Welt sind nicht die bösen Menschen, sind die Guten, die zu den Bösen schweigen. Der nächste Punkt ist, Allah will Folgendes bei einem Diener sehen, den er Rizq gegeben hat. Wenn Allah euch Rizq gegeben hat, dann will Allah folgende Punkte bei euch auch sehen. Allah will als erstes sehen, dass ihr Shukr macht bei einem Rizq. Das ist sehr wichtig. Ja ayyuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, die wir euch bereitet haben. Und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm alleine dient. Shukr machen, Allah gegenüber ist wichtig. Wenn ihr einen Rizq kriegt, dankt Allah. Wenn ihr euch einen Rizq nicht gibt, sei geduldig. Der nächste Punkt ist, sich bewahren vor Auflehnung. Wenn Allah euch einen Rizq gegeben hat, werdet nicht arrogant, werdet nicht überheblich.
Überschreitet ja nicht eure Grenzen. Allah sagt, Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadraw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahilla alayhi ghadabi faqad hawa. Esst nun von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben, doch überschreitet bloß nicht das Maß, damit mein Zorn nicht auf euch niederfährt. Denn der, auf dem mein Zorn niederfährt, der wird untergehen, sagt Allah. Deswegen, wenn Allah euch einen Rizq gibt, euch mit guten Sachen beschert hat, werdet ja nicht arrogant, überheblich, hochnäsig. Fangt an, euch aufzulehnen, wegzugucken, irgendwie euch zu verändern. Sonst wird Allah euch das wieder wegnehmen. Der dritte Punkt ist, wenn Allah euch Rizq gibt, dann möchte er auch, dass ihr von diesem Rizq Infaq Sadaqa gibt. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Die an das Verborgene glauben und das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was wir ihnen beschert haben. Allah sagt, was wir ihnen an Rizq gegeben haben. Razaqnahum yunfiqun. Das Rizq, was wir ihnen gegeben haben, spenden, ausgeben. Eine Hikmet dahinter, warum Allah sagt, das Rizq, was ich euch gegeben habe. Warum sagt Allah, das Rizq, was wir euch gegeben haben? Ein Mensch, wenn er denkt, eine Sache gehört ihm, gibt er schwer von dieser Sache weg. Wenn er weiß, die Sache gehört jemand anders, dann gibt er leicht das Sadaqa. Das Geld eures Vaters hat jeder immer schnell ausgegeben, weißt du? Gibt man ein bisschen, hat man dafür ausgeben. Aber wenn jemand selbst arbeiten geht, dann ist er sehr vorsichtig mit seinem Geld, hinterfragt, wo das Geld hingeht. Man passt sehr auf. Warum? Weil man hat selbst dafür gearbeitet, man hat selbst sich dafür abgemüht. Allah subhanahu wa ta'ala kommt und sagt, oh du Mensch, du bist schwach. Gib von dem Rizq, was ich dir gegeben habe. Komm nicht mal auf die Idee, dass dein Rizq ist. Ich habe dir dieses Rizq gegeben, spende genau von dem Rizq, was ich dir gegeben habe. Die Menschen, die anfangen aber nicht auf Allah seinen Weg spenden, nachdem Allah ihnen gegeben hat, diese Menschen sind ganz gewiss im Verlust. Allah sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, spendet von dem, was Allah euch gegeben hat, so sagen die Ungläubigen zu den Gläubigen, أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي دَلَالٍ مُبِينٍ. Sollen wir jemanden speisen, den Allah hätte speisen können? Sollen wir jemanden Rizq geben? Allah soll ihn doch Rizq geben, den Allah hätte Rizq geben können. Nee, Allah hat sie nicht gegeben, sollen wir ihnen das geben, sagt Allah. Aber nein, sagt Allah, ihr befindet euch ganz gewiss in einem tiefen Irrtum. Ihr seid irregegangen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr spendet, dann wird Allah eure Spende ersetzen und euch noch mehr geben. Deswegen die Menschen, die glauben immer, wenn ich spende, ich habe nicht so viel. Sie haben einen Verständnisfehler. Sie sind irre. Sie denken falsch. Wenn du spendest, wird Allah dir vermehren. Wenn du spendest, wird Allah an dieser Stelle diese Lücke füllen. Ohne jeglichen Zweifel. Dies ist das Versprechen Allahs. Allah sagt, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ رِزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. Wahrlich, mein Herr erweitert und beschränkt von seinen Dienern die Mittel zum Unterhalt des Rizq, wem er möchte. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Und was immer ihr spendet, er wird es ersetzen. Denn er ist der beste Khairur Raziqin, der beste der Versorger. Er ist der beste der Versorger, der schönste der Versorger. Deswegen, wenn ihr spendet, wird Allah diese Lücke ersetzen. Habt keine Angst, dass euer Geld weniger wird. Werdet nicht gierig. Was passiert denn mit jemandem, der aber nicht spendet, der hortet, der viel spart, der sagt, nee, lass mal ein bisschen beiseite, ich muss ein bisschen auch absichern, sparen. Was sagt Allah zu diesen Menschen? Allah sagt, ja ayyuhallazina amanu, o die ihr glaubt, eine Warnung. Inna kathiran min al-ahbari wa ruhbani liyakuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. O ihr, die ihr glaubt, guckt mal, eine Lektion. Wahrlich, die Schriftgelehrten und Mönche verzehrten das Gut der Menschen, das Besitz der Menschen zu Unrecht und wenden sie von Allahs Weg ab. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Und jene, die Gold und Silber sparen, horten, anhäufen die ganze Zeit und es nicht auf Allahs Weg verwenden, ihnen verheiße schmerzhafte Strafe. يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. An dem Tag, wo es Gold und Silber im Feuer der Jahannam glühend gemacht wird
und ihre Stirn und ihre Seiten und ihr Rücken damit gebrandmarkt werden, wird ihnen gesagt, das ist für euch selbst, das ist die Strafe für das, was ihr gehortet habt, kostet nun, was ihr zu horten pflegtet, was ihr gespart habt. Jemand, der die ganze Zeit das Geld beiseite legt und spart und nicht auf Allah seinen Weg ausgibt, die Rechnung macht für die nächsten Jahre, hier sagt Allah, für diese Leute schmerzhafte Strafe. Sag ihnen. Aber was haben wir gesagt? Aber jemand, der spendet wie der Löwe, Allah wird es ersetzen. Sobald du was brauchst, wird Allah dir ersetzen. Sobald du was brauchst, wird Allah von irgendwo kommen und den Rizq dir geben. Und natürlich ein weiterer Punkt ist, wenn Allah euch einen Rizq gibt, dann sollt ihr nur das, was halal und sauber ist, auch essen. Allah sagt, und esst von dem, was Allah euch gegeben hat, Erlaubtes und Gutes, und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Deswegen, alles, was Allah herabgesandt hat, ist halal und tayyib. Es sei denn, halal ist, was erlaubt ist, tayyib ist, was gut ist. Tayyib ist das, was eigentlich von den Menschen noch nicht umgeändert worden ist. Es wird nicht mehr tayyib sauber, wenn zum Beispiel Weintraube zu Alkohol gemacht wird, wenn zum Beispiel Drogen draus gemacht wird, dann wird es nicht mehr als erlaubt werden. Ist erlaubt. Deswegen, tayyib und halal ist auch von den guten Dingen. Denn nur wenn ihr von den guten Dingen isst, werdet ihr auch Barakat kriegen. Nur wenn ihr von den guten Dingen isst und Schükr macht, dann werdet ihr im Paradies die volle Version von dem essen. Weil die Paradiesbewohner werden immer sagen, wir kannten doch diesen Geschmack, diese Frucht. Warum werden sie das sagen? Weil sie in der Dunya immer von den Guten gegessen haben und ein bisschen sagen, das ist doch sozusagen wie so eine Demo-Version. Die Vollversion gibt es dafür im Paradies. Allah sagt, وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ. Allah sagt, kündigt, und da kündigt euer Herr euch an, wenn ihr dankbar seid, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ, wird Allah euch es vermehren. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, und wenn ihr undankbar seid, wird Allah euch mit einer strengen Strafe bestrafen. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, und das ist auch schon der letzte Punkt. Danach kommen wir zum Ende des Unterrichts, inshallah. Und zwar kommt im edlen Koran manchmal diese Stellen vor, wo Allah sagt, Ar-Razaq, Allah, der Ar-Razaq ist, versorgt manche Diener ohne eine Berechnung. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Und er versorgt, wem er will, ohne ein Maß. Dieses بِغَيْرِ حِسَابٍ, also ohne eine Grenze, gibt Allah das Rizq bei bestimmten Leuten. Im edlen Koran kommt das genau bei 4 Gruppen von Menschen vor. Allah erwähnt das nur bei diesen 4 Gruppen Menschen, dass Allah ihnen ihr Rizq gibt ohne Grenze, ohne ein Maß. Allah gibt. Sie verlangen, Allah wird ihnen geben. Sie bitten, Allah wird ihnen das geben, egal was sie wollen. Genau bei diesen 4 Leuten. Du musst nicht mal wollen, Allah wird dir die Türen öffnen, ohne dass du was sagst. Das eine, wo Allah sagt, wir werden sie versorgen, بِغَيْرِ حِسَابٍ, ohne eine Rechnung, ohne ein Maß. Die erste Gruppe von Menschen, die Allah ohne ein Maß versorgt, ist diejenigen, die Taqwa besitzen, die gottesfürchtig sind. Allah sagt, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Anziehend erscheint denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben, und sie verhöhnen diejenigen, die glauben. Doch diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tag der Auferstehung über diese Kuffar stehen. Und Allah beschert, Allah gibt Rizq, wem er will, ohne ein Maß. Hier wird wer gesagt? Diejenigen, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, die Allah fürchten. Umar ibn Khattab fragt Ubay ibn Ka'b, ey Ubay ibn Ka'b, was bedeutet Taqwa? Ubay ibn Ka'b sagt, ey Umar ibn Khattab, bist du jemals über ein Dornbusch, über ein Feld gelaufen, wo ganz viel Dornbusch waren? Er sagt, ja. Was hast du gemacht, ja Umar? Er sagt, ich habe meine Hose hochgekrempelt und bin ganz vorsichtig da durchgelaufen, sodass ja nichts an meine Klamotten kommt und meine Kleidung reißt. Daraufhin sagt Ubay ibn Ka'b, ich denke, genau das ist Taqwa. Durch das Leben zu gehen, ohne dass dich ein Schirk, eine Fitne, eine Sünde trifft. Das ist Taqwa. Indem du durch das Leben gehst
Und aber aufpasst, kein Schirk zu begehen, ja niemanden Zulm zu machen, ja nicht in Fitna zu fallen, ganz vorsichtig bist. Taqwa bedeutet, verantwortungsbewusst zu handeln. Egal was du machst, verantwortungsbewusst. Allah wird mich zur Rechenschaft ziehen. Das ist meine Aufgabe, meine Verpflichtung, so zu denken. Taqwa bedeutet, Allah im Zentrum deines Lebens zu stellen. Und dabei alles, was du machst, jede Aussage, jede Handlung, jedes Denken, jedes Sehen, immer erstmal zu sagen, was würde Allah dazu sagen? Ist Allah damit zufrieden? Das bedeutet Taqwa. Für diese Leute gibt es Rizq ohne ein Maß. Unbegrenzt. Die zweite Gruppe ist diejenigen, die auf Allah seinen Weg opfern oder diejenigen, die etwas auf Allah seinen Weg widmen. Imran hat Allah versprochen, das geborene Kind, weil die in einem hohen Alter ein Kind bekommen haben, das Kind auf Allah seinen Weg zu widmen, zu opfern. Dann wurde es ein Kind namens Maryam. Aber in der Gebetsstätte wurden Frauen nie aufgenommen, Frauen durften da gar nicht rein. Und Imran sagt, oh Allah, ich habe dir versprochen, mein Kind zu geben. Es ist eine Tochter geworden, du weißt es. Nimm mein Sadaqa an. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah hat es auf die schönste Art und Weise angenommen. Allah nahm es mit Rahmet, mit Gnade auf die schönste Art, hat das Qurban, dieses Kind, angenommen. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Und ließ sie in schöner Weise in die Obhut von Zakaria heranwachsen. Allah hat sie in die beste Hand gegeben, Zakaria, an einen Propheten, einen rechtschaffenen Mann gegeben. Er hat sie auf die beste Art und Weise erzogen. Allah hat sie Tarbiyah gemacht. Er gibt Zakaria, dann erzieht Allah sie. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Immer wieder, wenn Zakaria ins Mihrab, in diese Tempel reinkam, hat er bei Maryam Rizq gefunden. Er hat immer Essen bei ihr gefunden. قَالَ يَا مَرْيَمُ. Er sagte, oh Maryam, أَنَّا لَكَ لِهَذَا. Was ist das? Woher kommt das? Dieses Essen. Keiner ist da, nur Zakaria ist da. Wo kommt das her? قالت, sie sagte, هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Es ist von Allah. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Denn ganz gewiss, Allah versorgt von seinen Dienern, wen er will, unbegrenzt, ohne ein Maß. Wenn ihr euer Kind auf Allah seinen Weg widmet, opfert, es in eine islamische Madrasa schickt, es egal wo, wenn es in den Dschihad geht, wenn das Kind auf Allah seinen Weg für Dawa gegeben wird, gesagt wird, mach für Dawa, geh für Dawa weg, bleib für Dawa ruhig, streng dich auf Allah seinen Weg, für die Umma, setz dich ruhig ein, auch wenn die Gefahren kommen. Egal was es wisset, wenn ihr euer Kind auf Allah seinen Weg widmet, egal was es ist, ob ihr eure Väter, eure Geschwister auf Allah seinen Weg widmet, so wisst eins, Allah wird euch versorgen, von wo ihr es niemals gedacht hättet. Ob ihr es in ein Kind in ein Madras schickt für mehrere Jahre, egal was, Allah wird sich darum sorgen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Allah übernimmt die Verantwortung für das Rizq, diese Dinge, die ihr auf Allah seinen Weg widmet. Der dritte Punkt ist, diejenigen, die aufgrund von Handel und Verkauf, von Tijara, von Geld, nicht von Allahs Weg abkommen. Diese wird Allah auf brutalste Art und Weise, ohne eine Grenze, mit Rizq bescheren. Allah sagt, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Männer, die weder Waren noch Handel von den Gedenken Allahs abhält. Wa iqami salati wa ita'i zakat. Und die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Sie fürchten einen Tag, an dem sich die Herzen und die Augen verdrehen werden. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, damit Allah sie belohne für die besten ihrer Taten. Wa yazidahum min fadli, und damit er sie reichlich gebe aus seiner Fülle. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Und Allah versorgt ja, wen er will, ohne eine Grenze. Diejenigen, die arbeiten, die einen Vollzeitjob machen, aber trotzdem auf Allah seinen Weg sich anstrengen, trotzdem dauerhaft auf Allah seinen Weg sind, diese wird Allah mit einem Rizq bescheren,
von wo ihr niemals glauben würdet. Diejenigen, die wirklich hart arbeiten, die ganze Zeit arbeiten, viel Verantwortung haben, was leiten, einen Laden führen, viel Verantwortung tragen und trotzdem die Jamaat nicht vernachlässigen, trotzdem ihre Sadaqa, ihr Geld geben, zum Gebet, guck mal, Iqami Salah wa Ita'i Zakat, zum Gebet kommen, Zakat geben, die Jamaat nicht vernachlässigen, immer noch in der islamischen Dawa sind, für diese Menschen wird es einen Rizq geben, ohne eine Grenze. Für die Menschen, die sich genau, wenn sie arbeiten, nicht mehr in die Moschee kommen, sich abwenden, für die wird es keinen Rizq geben ohne Grenze. Für sie wird es ein eingeengtes Rizq geben. Der Islam, diese ganzen Unterrichte sind wichtig, weil sie unsere Sicht ändern, wie wir auf Dinge gucken sollen. Der eine sieht es als Verlust, der andere sieht es als Gewinn, der andere sieht das als Pflicht, der andere sieht das als Nichtpflicht. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere Sicht ändern. Wenn wir unsere Einsicht ändern, dann werden sich automatisch unsere Taten ändern, unser Verhalten zu Allah und das Verhalten Allah uns gegenüber wird sich insgesamt ändern. Aber wir müssen die Sachen richtig begreifen. Deswegen jemand, der sich nicht ablenken lässt von Tijarat, von Geld, von Arbeit und trotzdem stark bleibt, geduldig auf diesem Weg der Dawa, für den gibt es ein Rizq ohne eine Grenze. Und denkt dran, Rizq, habe ich gesagt, ist nicht nur Nahrung. Rizq ist, er gibt ihm Wissen, er gibt ihm Weisheit, er gibt ihm Scharfsinnigkeit, er gibt ihm neue Ideen, er gibt ihm Liebe im Herzen. Er wird ein noch barmherziger Mensch, als er schon ist. Er wird noch barmherziger, die Leute fangen noch mehr zu lieben, er wird noch gnädiger, er wird noch weiser, er wird noch mehr gottesfürchtiger, seine Seele bekommt Nahrung, er wird noch mehr Ita zu Allah machen, er wird noch mehr sich Allah ergeben, alles wird passen. Rizq denkt nicht nur an Essen, habe ich gerade gesagt. Wichtig, Rizq ist mehr. Rizq ist für Verstand, fürs Herz, alles, für die Seele. Allah sagt, wenn diejenigen sich von die Sachen, von der Arbeit, Geld abwenden, trotzdem zu Allah seine Sache kommen, die wird Allah bescheren. Du bist vielleicht nicht so viel beim Ilm mit dabei, aber Allah wird dir ein richtiges Ilm geben. Du kannst zu Hause nicht viel Ilm machen, weil du beschäftigt bist. Du kommst dafür in die Dawa rein. Allah wird dir so ein Scharfsinn geben, dass du in kürzester Zeit Dinge einmal hörst, davon in deinem Kopf bleiben. Das ist ein Rizq ohne Grenzen. Hier geht es nicht nur um Essen. Denk dran. Genau wie ein Kind. Wenn ihr ein Kind auf Allah seinen Weg gibt, war damit nicht nur gemeint mit Maryam Rizq. Euer Kind kommt mit einer sauberen Terbiya, mit einer Scharfsinnigkeit, mit einer ganz anderen Sicht, Redensart. Versteht ihr? Alles ist ein Rizq. Mit Rizq ist alles gemeint. Ohne Grenze wird Allah euch geben. Nicht nur genau, Allah wird euch schon viele Hinsichten Dinge geben. Und der letzte Punkt ist, wo Allah jemanden einen Rizq gibt ohne Grenzen, ist derjenige, der mit einem sauberen Iman Salih Amal verrichtet. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wer Böses tut, dem soll nur mit Gleichen vergolten werden. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Wer aber Gutes tut, sei es Mann oder Frau, dabei gläubig ist, dessen werden wir im Paradies eintreten lassen. Darin werden sie mit Unterhalt versorgt werden, ohne dass darüber eine Rechnung geführt wird. Eine Salih-Tat wird wie verrichtet? Eine Tat ist wann Salih? Wenn jemand ein Iman hat, der ohne Schirk ist, ohne Schirk beschmutzt ist, Ikhlas, mit Ikhlas die Tat macht, nur für Allah, kein Riya, kein Nifaq und dass der Sunnah des Propheten passend ist, nach der Sunnah des Propheten geht. Wenn diese drei Sachen zustimmen, dann ist das eine Salih-Tat. Dann spricht man von einer Salih-Tat. Also Iman, sauberen Iman, Ikhlas und nach der Sunnah gefolgen. Das war zu unserem Thema Ar-Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es ein bisschen lang war, vielleicht ist trotzdem vielleicht wichtig zu begreifen, was überhaupt Rizq ist, was Allah vermehrt, wen Allah seinen Rizq vermehrt, was passiert, wenn man wenig Rizq hat, warum es überhaupt auf der Welt diese Hungersnot gibt und Armut gibt. All die Sachen haben wir inshallah versucht hier zu erklären. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns mit allen guten Dingen, die sichtbar sind und nicht sichtbar sind, zu versorgen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns mit dem Paradies, mit einem guten Akhlaq zu versorgen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns mit dem Tawhid und dem Istiqamet und einen guten Tod auf Tawhid, inshallah, Rizq zu versorgen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns mit Hikmet und Wissen zu versorgen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum,
uns mit guten Taten zu versorgen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns das Rizq, die Versorgung unseres Verstandes zu geben, auf die beste Art, die Versorgung unserer Seele zu geben, auf die beste Art, die Versorgung unseres Herzens zu geben, auf die beste Art. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns Barmherzigkeit in unsere Herzen hineindringen zu lassen, Weisheit in unseren Verstand hineindringen lassen und Ergebenheit und Itat zu unserer Seele als Rizq hinabsenden lassen, uns damit versorgen. Allahumma amin. Nad'u Allah yajma'na ala kitabillah wa ala shari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.